Wie ist es dazu gekommen, dass der Eggnog heute zu Lützeburg produziert? Und seit wann verkauft ihr den? Ja, also das ist ja am Anfang ein bisschen erstaunlich, dass wir als Luxe, als Lützeburger Molkerei Eggnog produzieren, wie das am Anfang ein Produkt aus den Alabas aus Amerika kennt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir angefangen, amerikanische Basisen, Militärbasisen an Deutschland zu beliefern mit Produkten. Und sie sind jeweils bei uns gekommen und haben gesagt, können wir nicht den oder den Produkt auch für uns produzieren. Und das ist, sie sind mit dem Rezept bei uns gekommen und wir haben das dann probiert für sie eben herzustellen und für das Tanno so einen großen Success hat bei ihnen. Und man dann dezidiert, oh, komm, wir probieren das mal zu Lützeburg. Funktioniert das Produkt auch zu Lützeburg? Also genau in Datum haben wir leider nicht, wir sind in den 50er Jahren, ungefähr 50er, 60er Jahren, aus den ersten Eggnog rausgekommen. Wann fängt er an, den Eggnog zu produzieren? Und was könnte dann Butiker? Den Eggnog kommt immer mit Oktober raus. Der Tisch wird dann kurz vor der produziert. Der Tisch Anfang Oktober laufen bei uns Produktionen an, für den Eggnog zu produzieren. Und dann die letzte Produktion ist meistens im Dezember. Aber auf alle Fall, also das war ein ziemlich begehrtes Produkt von uns. Also das ist mit von denen, die wir am meisten produzieren, obwohl es just während den 3 Monaten produziert wird. Da kommen aber schon 4000 Liter zusammen. Kann ich einen Eggnog auch außerhalb von Lützeburg kaufen? Also à la base, also die Produkte, die wir just heute zu Lützeburg verkaufen, wir sind aber mittlerweile am Probieren und auch an Deutschland zu exportieren, was aber ein bisschen schwierig ist, weil viele Länder aus dem Eggnog am Anfang nicht bekannt. Wenn man in Europa guckt, in Frankreich, in der Belgien, in Deutschland, von der gut kein Eggnog, auch nicht von irgendeiner Konkurrenz macht. Wenn aber zum Beispiel in Großbritannien geht, da findet den einen oder anderen Eggnog, mit denen aber auch nicht hergestellt. Das ist oft kein frisches Produkt wie bei uns, in den der echt an einer UST-Form fand. Und dafür können die Leute am Anfang nicht den Eggnog für mich produzieren, weder das aber Marche, die man probieren sind, zu gewinnen. Ist den Eggnog dann noch bei den Leuten belebt? Also heute Lützeburg auf alle Fall. Also wir haben zumeist Ende Sommer Vakanz, August, September, kriegen wir die erste E-Mail rauf von den Leuten, die fragen, wie kennt ihr den Eggnog, wie kennt ihr den Eggnog? Und zum Beispiel auf Facebook als beliebteste Posts sind immer die, wenn wir annoncieren, den Eggnog ist nicht da. Da merkt ihr wirklich, dass wir wirklich großen Return haben von den Leuten, dass sie wirklich immer gespannt sind auf die Produkte und auf die Produkte warten. Also wir sind am Anfang eine Molkerei, die den Bauern gehört. Das heißt, die Molkerei gehört Lützeburger Milchbauern. Wir verfolgen natürlich immer die aktuellen Trends im Markt und gucken, ob wir als Produktion nicht können dementsprechend für das eine oder andere anpassen, so wie wir ja auch für kurzem eine Sonlaktosmilch rausgebracht haben. Und wer weiß, vielleicht in der Zukunft sprangen wir auch auf den Zug mit ob vegetal Milch produzieren. Wie oft an der Woche wird ein Eggnog an ihrer Fabrik produziert? Also wir produzieren heute zum Beispiel einen Eggnog ungefähr 5-6 Stunden lang. Läuft die Maschinerie durch. Und am Anfang produzieren wir an gewissen Aufständen. Das ist nicht all der Eggnog produziert, geht mir immer ein bisschen eine größere Quantität. Für das, und dann wird die politisch gelagert und dann wird die verdelt. Und in den ersten Eggnog produzieren wir immer ungefähr Anfang Oktober. Und die letzten Eggnog wird so Mitte Dezember produziert. Neben dazwischen sind immer neue Produktionen, wo wir merken, dass mehr ein größter Monto ist, dass wir mehr Eggnog verkaufen. Dann produzieren wir halt mehr oft, wenn der Mond ist bis mehr klein geht, produzieren wir halt bis mehr dekaliert, bis mehr weiter sind. Wie wo geht eigentlich den Eggnog gelagert? Wir haben den anderen Stock, wo wir früher waren, du hast leider bis Mikal an meiner Platz und den ist vollautomatisch und dafür konnte man nicht filmen.
Du könnt automatisch Palette daran an der Roboter dezidiert dann, wo déi hinsetzt, a wann se dabei an der Logistik eng Palette Ecknock brauchen fir eben ze lieferen, geht es dann an den Computer an dann der Roboter geht automatisch Paletischen an bringt hin déi. Wéi ekofreundlech Ostproduktion vun der Mëllech? Umweltengagementer gieren mat zu den Valere vun als Entreprise. An anderem fir an engem Joer als Solarkollektoranlag op as een Dircher installéiert an aweit. Dat sinn eng rund 5000 Panoen, mat dee mat 10% vun aser eigener Energie kënnen herstellen, wat extrem viel ass wann e bedenkt, wieviel Energie mir awald verbrauchen. An Minner woch eng ganz jet an anderen Engagement, wie zum Beispiel, dats man als ege Kläranlag hunn, wo man d Wasser proper man eierréck is an normale Zirkuit left. Wir hunn, wo man fir an 10 Jahre desideiert hunn en neue Standort ze bauen, als half fir de Rocht entscheet, weil er filmmi zentral am Land leit. mat dudecher mat die den Weier vun der Kollekt aus ganz Europa hunn, wie dats ma Bauern a ganz Lützeburg hunn an eben all Dach oder all zweeten Dach bei die verschiedene Bauern fuhren, konnte man so d'Weier drastisch reduzieren, schon längnemmen durch Verlagerung vom Standort aus der Stadt hai op der Rocht. Min awer aner Sache Velo zum Beispiel aus Verpackungen, wo man stänneg am Gang sinn zu gucken, méi umweltfreundlich Verpackungen zu benutzen. Zum Beispiel den Ecknock aus an engem Tetrapack, die sind FSC zertifiiert, dat heißt, de ganze Karton, den dafür benutzt wird, könnt als FSC zertifiierte Bëcher. Der Tisch gëtt geguckt, dats net méi Holz aufgeholzt gëtt, wéi eben no wiest.